Hallo. Servus. Wart. Hallo. Herzlich Schon willkommen. Herzlich willkommen zu unserem Halloween-Special 2024. Wir haben ja Zoom. diverse Nachrichten bekommen. Alter, was ist eigentlich los mit euch? Ihr habt's früher eigentlich nur so viel Mühe gegeben, habt euch verkleidet. Ähm, Zoom. du genau. Flatterarme. Und jetzt haben wir gesagt, ja gut, wir geben uns dieses Jahr dann Mühe. Ah, Und ich hab mich gewürgt. für alle, die bisher bei den anderen beiden Live-Shows dabei waren, ihr wisst, wir haben ja bis jetzt ganz anders ausgeschaut. Oh Und ich ja. bin ja dafür, damit die Leute wissen, wer sind wir eigentlich. Mein Name ist Mike. Mein Name ist Corby. Ich bin einer der wunderbaren, was Kümmel. bin ich? Ich glaube, ich bin ein Teufelsdämon, ein Dämon-Rabbin. Und ich gebe ab zu Qui-Gon Jinn. Danke. Jetzt wollte ich gerade mit meinen Star Wars-Fähigkeiten glänzen und selber sagen, wer ich bin und mir dann cool vorkommen, dass ich den Namen aussprechen kann, aber nein, jetzt hast du es vorweggenommen. Sprich's aus. Wobei sich der Corby jetzt mit Qui-Gon cool Jinn. vorkommen darf, dass er Qui-Gon Jinn sagen kann. Ich habe mich natürlich für das gruseligste aller gruseligen Kostüme entschieden, weil wer uns öfter hört oder Jesus. mich weiß ja, dass ich Star Wars nicht mag. Also Das ist gruseliges so ein Hurensohn. Kostüm. Aber leider funktioniert mein Lichtschwert nicht, Hi. weil Batterie nicht eintragbar ist. Keine Ahnung. Das hat 2 Batteriefächer, wo 2 verschiedene Batterien rein sollen, aber keine richtig reingeht. Naja, Hm. jetzt habe ich's da. Lieber Hommels brauchen. Ja, Ja, also ja, der, ist ja der klug. Ich nette habe ja junge sogar Mann, 2. wollte sich vorstellen, sein Name ist Oh, Seppi und wir haben noch den dritten im Bunde dabei und alle hoffen, es ist der Mike, aber ich glaube, ich muss euch enttäuschen, es ist, glaube ich, der Kani Kanfred. Kani, was stellst du denn da? Ich bin Ghostface mit Fledermausflügelmantel. Ja, cool. Ja, ja, okay. schön. Warum sind wir da? Was machen wir heute? Wer will denn hier Du hast als doch die ganze Auftritt? Zeit schon Pfotzen offen, verzeih es dann einfach gleich. Okay, wir haben ja uns gedacht, wir haben jetzt letztes Jahr über Paranormal Activity gesprochen. Was ist gruseliger wie Paranormal Activity? Nichts. Deswegen haben wir mir gesagt, gut, dann machen wir halt irgendwas, was Spaß macht. Und der Seppi hat dann vorgeschlagen, hey Leute, wie wär's denn? Ich habe Äh, das vorgeschlagen. ja, Ja, Den gut Schutz zeige gemacht. mir nicht an. doch, Doch, das warst du. Echt, habt ihr's ich vorgeschlagen? Das hast du ja. vorgeschlagen. Ich bin so ein Scheißtyp. Ja, Was? wir Nee, das hab ich sprechen vorgeschlagen, du heute. Vollidiot. Na, es war der Seppi. Wir sprechen heute über alle Final Destination Teile, die ich alle zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe viel Also, ich habe bei jedem Teil gemerkt, dass ich ihn doch schon gesehen habe, obwohl ich gemeint habe, ich habe ihn eigentlich nie gesehen, aber ja, ich habe es doch alle auch schon gesehen gehabt vorher. Ich schwitze da unten in der Scheißmaske so viel. Ja, ich glaube, ich muss meine auch absetzen. Na, Dann, du lass deine auf, du kannst nicht schwitzen. Die ist ja luftig. Meine ist luftdicht. dann Also, setzt du ab mein und Ich dreiteiliges zieh's nur ein Kostüm ist wenig übrigens durch. überhaupt nicht luftdicht. Ich zieh's nur ein wenig Ich durch, schwitze jetzt schon. bevor ich's runter tue. Ich zieh's nur ein wenig durch. okay. Ja, Kari, dann, wenn du gerade schon am Spatzen bist, dann verzeih mal, um was geht's denn in Final Destination? Wie ich es vorher schon gespoilert habe, laut dem Corby, geht's ins Final Destination überwiegend um verrückte Zufälle, die den Tod herbeiführen. Ähnlich wie die Serie 100 Wege ins Gras zu beißen, oder hieß die? Kennt wieder keiner? Okay, jetzt seid ihr Na, Idioten. Wir haben eigentlich bei jedem Teil am Anfang die Ausgangssituation, dass unser Hauptdarsteller oder Stellerin oder Stellerinnen Ich habe ja das überhaupt auf die Masken, was ich verzeihe. ja, Wahrscheinlich. ganz Ja, schlecht ist aber Mir ist es scheißegal. Sei. Ah, ich muss gerade lachen, weil jemand hat im Chat geschrieben, der Lilupan, dass der Corby seine Swingerclub-Masken aus dem Keller ausgezogen hat. ja, geil, oder? Wie die dazu passt. Schau dann Wahnsinn. an. Die habe ich auch Schlaf dabei. sei Schlafmaske hat er an. Alter, immer besser wird's. So, zauberhaft. Zauberhaft, jetzt haben wir wieder hergerichtet. Schaut aus, als hätte jetzt so schwarze Stiftel hoch. Hab ich ja. Ähm, Oh, oh Gott, die Maske bitte ist auf zu der viel gewesen. linken Seite, auf Fledermaus bitte richten, das triggert mich. Ja. Oh ja. Passt jetzt? Ja, jetzt ist Sehr hübsch. Ja. schön. Auf alle Fälle, jetzt passt es nämlich jetzt zu meinem coolen Fledermausumhang. Kräh, kräh. Das war Krähe. Auf alle Fälle haben wir in jedem Film die Ausgangssituation mit einem der die Hauptrolle übernehmenden Personen, die ja Vision hat,
dass ein riesiger Unfall passiert, in der ganz viele Menschen grauenhaftigst draufgemessen. Es geht los mit einem Flugzeugunfall und dann zu einem Autobahnunfall und so weiter. Da gehen wir später noch drauf ein. Auf alle Fälle wacht die Person dann praktisch aus dieser Version auf, flippt natürlich komplett aus und dreht am Radl und weicht dieser Situation aus. Ein paar Leute nimmt es halt immer mit, die vielleicht glauben oder durch einen Zufall dann mitgenommen werden. Und dann passiert wirklich dieser Unfall. Aber da dieser Unfall nicht aus Versehen passiert, sondern der Tod offensichtlich einen Plan hat, holt er sich die Tode, die ihm geklaut wurden, nach und nach durch ganz verrückte Zufälle. Ja, das ist die Quintessenz eines jeden einzelnen Final Destination Films. Das Super. ist wirklich Wahnsinn, ja. Die sind Dann- alle komplett von vorn bis hinten gleich aufgebaut. Da wechselt überhaupt nichts. Dann sind wir ja schon durch für heute. Dann sage ich Ja. vielen Dank. Ja. Oh, ich habe übrigens hier das wichtige Detail nur vergessen, da wo meine Frau vorher gesagt hat, Kruzifix, wie schaust du denn jetzt aus? Saudepp. Das ist übrigens das ist richtig cool, das ist ein Totenkopf, Leute. Oh, Oh ja. niemals. Doch. Ja, dann ich doch sagen, starten wir doch einfach mal, dass wir über die Figuren und deren Tode der einzelnen Filme reden. Und vielleicht, was denn das Foreshadowing ist, was die dann da sehen beim Unfall. Und ich würde sagen, mit dem ersten Film von James Wong darf der Seppi beginnen. Seppi. Das ist nett, weil das ist tatsächlich der erste Film, der auch noch wirklich ein Film sein wollte, habe ich so das Gefühl gehabt. Da haben sie wirklich Na, ernsthaft Film. gemeint, sie machen jetzt da was ganz was Tolles und haben das aber auch teilweise gut gemacht, finde ich, weil sie haben einen unglaublich stimmungsvollen Soundtrack noch eingebaut. Da haben meinst teilweise tatsächlich, du bist in einem Hitchcock-Film. So viel mir haben sie da noch gegeben. Das fand ich äußerst spannend. Und los geht jetzt in dem Teil mit einem, du hast es vorher schon gesagt, Flugzeugabsturz. Der junge Mike, oder wie war's der? Weißt du noch? Schlechtes Namensgedächtnis. Der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller, Na, wer ist denn? Carter Horton. Carter Horton. Carter hat einen Horten. Na, Schmarrn, Ja, na, Elfmeter. Alex. Der Alex Carter war der Browning. andere, der Gratler. Ja, genau. Alex Browning Okay. heißt der Typ. Der Alex Browning. Der Alex Browning hat fliegt mit seiner Französischklasse, glaube ich, möchten sie nach Paris fliegen. En français? Aha. Und dann, wenn es im Flieger drin haben, man merkt da aber, dass, also hat diese Vision, sagt dann, dass der Flieger abstürzt und alle sterben. Und Unschön. er wacht halt dann auf. Und wusstest du jetzt mal? Du Jetzt sollst reden wir einfach mal über erzählen, unseren- wie, wer da, also es kommen der Todd vor, der Billy Hitchcock, Terry Chaney, Carter Horton. Und wie sterben die alle? Boah, den habe ich als erstes gesehen von den ganzen 5. Das muss ich mir jetzt erinnern. Einer reißt aus dem Flieger aus, auf alle Fälle. Und alle anderen habe ich vergessen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, das ergibt gar keinen Sinn. Weil natürlich Auch alle. weil der die- Flieger reißt, der geht auf, ja, der ja, bricht ja schon. auf. Ist ja klar, aber es geht ja darum, er warnt ja dann einige, die nicht in den Flieger steigen und die werden Ach ja dann so. danach von dem Ja, Flieger. Mann, ich soll jetzt die Anfangsszene Nein. erzählen, wie die Alle, wir machen es ja sterben. immer so. okay. Wir sprechen jetzt nämlich von jedem Film, Szene für Szene, erzählen wir das wieder. Wir machen praktisch ein Hörbuch. Ja, was weißt du nie? Hier, eine scheiß Podcast ja nie an. Heute ein scheiß Maul. Du Ja, wirst okay, sie als hören und du wirst erstes es schön stirbt hören. sein bester Freund, dessen Name ich jetzt nicht weiß. Gott. Das ist der Todd. Todd, ja, Ja. Todd. Okay. Ist ja eh egal, es interessiert doch eh keinen, wie die Affen heißen. Hallo. Was Irgendwo denn, ist- Irgendwo ist der bei seiner Abendtoilette im Badezimmer und dann rinnt ganz verrückt irgendwo Flüssigkeit aus, glaube ich. Wie immer, Mhm. für was bei jedem Tod rinnt irgendwo Flüssigkeit aus. Und er ist dann in der Dusche. Oh fuck, es ist schon wieder 2 Wochen her. Wir müssen doch jetzt nicht Mein mehr unsere Gott. Tode erzählen. Seid ihr Okay. eigentlich behindert? Wir Ja. unterhalten uns jetzt einfach über die scheiß Final Destination Filme. Habt ihr so Ja, einen Schlaganfall Fabi. gehabt, oder wie? Deine Instruktionen sind unklar. Das sind das ist das dümmste scheiß Zeug, was ich jemals gehört habe, Corby. Du hältst jetzt den Schnauzen. Warte, kann man den auf Stumm schalten? Seppi, du hast vorher gesagt, dass sie Teil 1 nur die Mühe gibt, einen Film darzustellen. Warum findest du das bei Teil 1? Also ich muss auch sagen, Teil 1 ist für mich auch der beste von alle. Was? Weil Nein. er halt auch noch eine gewisse Ernsthaftigkeit mitschwingt, finde Ja, ich, genau. bei Final Destination 1.
Der möchte Und noch was aufbauen, der möchte noch was erzählen, der möchte noch bestimmte Situationen, die in die einführen. Das ist nur eine Mystik da irgendwie so. Das feit bei alle anderen Teile komplett. er ist halt auch Das noch hat nur der erste ja, Teil. und er hat auch noch gewisse Ernsthaftigkeit, finde ich einfach auch mit drinnen, Genau. weil die vor allem auch bei die Tode, die sind ziemlich hart. Jetzt können wir ja kurz mal darauf eingehen, wie es der Corby gerade haben wollte, weil der Todd, er hängt sie ja aus Versehen in der Ja. Bootwanne. Oberasozial, die Lehrerin, die dann von dem explodierenden Bildschirm in den Hals drauf verwirrt und dann das Messer noch reinfällt. Also dann dieser Busunfall. Also die Tode sind da nicht so, dass du da sitzt wie später irgendwann mal so, haha, geil, Alter. Sondern da sind, also ich, zumindest ist es mir so gegangen, dass ich da sind, denke mir so, wow, leck, ultra, ultra ekelhaft. Ich möchte das nicht, ich jetzt auf, jetzt lasst mir die Leute in Ruhe. Und das habe ich später, also später hat man halt eigentlich nur noch darauf gewartet, dass man gesagt hat, jawohl, stirb, noch brutaler, mehr Blut. Ich Und das finde, Ja. fand ich beim ersten Teil noch überhaupt nicht. Der hat mich wirklich, also vor allem so mal ich bin ein absoluter Flugschisser, ich hasse Flugzeuge. Danke Final Destination, du hast es nicht besser gemacht. Und das ist für mich sowieso der absolute Graus, dass ich mir das vorstelle. Und dann diese miese Scheiße, das zum Überleben und danach dann durch so dumme Zufälle sterben zu müssen. Das fand ich ja damals, als ich das erste Mal gesehen habe, so unfair einfach die ganze Sache. So ein riesen Ja. Ding zum Überleben und dann so grauenhaft durch irgend so blöde Zufälle sterben müssen. Man muss also, einmal ganz ehrlich sagen, das war damals eine richtig geile Idee. hallo? Ich wollte nur kurz was sagen. Ja, du hast vorher schon Bullshit geredet, jetzt gibt's da Ruhe. Also, ich finde nicht, dass der erste der Beste ist. Ich finde, dass tatsächlich der Beste der zweite ist, weil der Oh Gott, Zwarer Gespräch beendet. auf dem, Gespräch beendet. auf dem Dieser zweite Teil ist der größte Scheißtrick, den ich seit langem singen müssen. super, ich war richtig Überzeug mich gut vom Schmerzen wir Gegenteil. später drüber, 200 €. weil auf den zweiten Teil, da schmerzen wir später noch drüber, weil deine Also, Erklärung, die muss man noch mitgeben. die Massenkarambolage, die man gleich am Anfang sieht, alter Schwede ist geht's da ab. Beschissenste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Irre gut, irre gut. Fang Dann mit einem ha riesengroßen Fellow. dann baut der Zwarer auf dem Einser auch noch auf, also, wirklich linear. Es kommt ja da sogar die Clear Rivers auch im Zwarer vor. Da habe ich mir dann gedacht: „Boah, okay, die bauen jetzt das richtig aus und, wird, immer spannender.“ Dann die Tode, die da teilweise vorkommen, grad die eine, die im Auto sitzt und dann von dem Airbag, Das ist äh, super. nur erstochen wird und dann der andere, der da einfach dann noch mal gezweiteilt, gedreiteilt wird. Ja, der wird jetzt sauber mit so einem Eischneider in Scheiben geschnitten. Ja, also, richtig geil. Und, die Story dahinter, ich fand, man hat wirklich bei Teil 1 sich nur gedacht: „Ja, okay, man kann schon erahnen, wie es ungefähr ausgeht.“ Und da fand ich das Ende dann ehrlich gesagt ein bisschen lame. Bei Teil 2 war ich vollkommen offen. Da habe ich mir gedacht: „Okay, wie endet das dann?“ Und es ist kein, guter Film, wenn es jetzt um die Handlung geht, aber sagen wir mal vom Spaßfaktor her ist für mich der Teil 2 deutlich unterhaltsamer wie der Teil 1. Ja, weil du hast ja da schon ein bisschen an den Oder Stilbruch, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, Mechno, Teil 2 kommt mir so vor, als mega da so ein bisschen die Gratwanderung machen von Spaß, von Ernst in Spaß gefühlt, weil zum Beispiel eben dieser Unfall und dann auch war so Post-Credit-Scene oder keine Ahnung, aber das Ende mit dem Grillen und so, das mhm. schluckt jetzt schon ordentlich dann in diese Fansblätter-Richtung über. Aber davor war es ja trotzdem nur eher ein bisschen so, der Versuch, das alles ein wenig ernster zum Handhaben. Was halt, am Zwarer auch gleich so geil ist, ist der erste Tod von diesem einer Lottogewinner, Ja, wo wann du die habe ich ein ganze Zeit Glück? denkst: „Boah, fuck, hey, durch was stirbt der denn da jetzt genau? Verbrennt er jetzt gleich? Kommt der in den Häcksler?“ Keine Ahnung. Aber da wie er stirbt, da bin ich echt da gesessen und mir gedacht: „Okay, geil.“ Das war echt gut. Aber jetzt Aber jetzt einmal, jetzt einmal die nochmal die zu dem Vergleich zum ersten, zum zweiten Teil. Du musst dir überlegen, damals hat es den ersten Teil gegeben und dann ist der zweite Teil erschienen. Was hast jetzt du wie für es immer so Erwartungen ist, an ja. den zweiten Teil, wenn du den ersten kennst? Das ist, wenn du vom ersten Teil in den zweiten gehst, dann denkst du, was für eine Scheiße schaue ich da. Na, Weil meine der, Erwartungshaltung war: „Wie geht's jetzt mit ja, denen jetzt, weiter?“ aber Und damals nicht. Meine Befürchtung war, dass jeder Final Destination Teil, Aber Corby, für sich du weißt ja jetzt, dass die Final Destination Reihe eine Gimmick-Reihe ist. Das hast du aber damals noch nicht wissen können, weil es hat ja nur 2 Teile gegeben. ja. Also rein vom Filmischen her und wenn's du Ich damals wollte es reingegangen bist, ja grade erklären. Fokus. Also, der äh, zweite Teil weiß überhaupt nicht, was er sein möchte. Für alle doch, Final er Destination. ist 'ne Fortsetzung vom ersten und das sind ja alle anderen irgendwie nicht. Für alle. Er ist er hängt so zwischen die Seile. Ich finde, dass er erst ab dem dritten weiß dann die Reihe, was sein möchte.
Ja, Der zweite hat das, weiß jetzt das gar nicht. Der macht teilweise. doch, natürlich, der Zweier setzt auf dem ersten auf, allein schon, dass da eine fortlaufende Figur mit dabei ist. Gut, es gibt natürlich eine fortlaufende Figur, die ist immer wieder dabei oder bei mehreren Teilen, Der Tod, aber ja. ich habe mir echt gedacht, boah, das wäre jetzt wirklich interessant, wie ist jetzt eigentlich mit dem Alex und mit der Clear weitergegangen? Und das erfährst du in Final Destination 2. Was den Film aber nicht gut macht, in seinem ganzen Aufbau, in seine Dialoge, in seine Es in der ist Anfangsszene, jetzt die kein tut Herr mir der an den Haaren herbei. Ringe-Epos. Warum ist jetzt die Es ist Anfangsszene so einfach ein scheiße? Das musst scheiß du mir Film. verzeihen, du Er hat Schweinskopf. lustige Todesszenen, da gehe ich voll mit, aber der Film an sich ist ein Riesenscheiß. Warum Allein schon diese denn? Anfangsszene. Ja, schau dir doch diese Anfangsszene mal an. Da ist ein Autounfall auf der scheiß Autobahn, wo die Autos mit 100, 200, 300 km/h aufeinander fahren. Dieser Unfall dauert eine halbe Stunde, weil Ach, immer wieder das einer stimmt von nicht. hinten wieder daherkrollt, dann Das kommt stimmt wieder Nein. der daher. Das Weil es stimmt stimmt. einfach nicht. Das Lies ist es alles steht innerhalb keine von Ahnung, Sekunden. Ich habe extra nachgeschaut. Null. Dieses Intro Das dauert bis sogar zur ewig. Nachbearbeitung des Unfalls sind 20 Minuten insgesamt. Ja, 20 Ja, Minuten. der Unfall Also- selber ist vielleicht 10 Minuten. 10 Ah, Minuten. und das, Minuten. Ja, aber das glaube ich nicht einmal. Ein Das glaub ich nicht einmal. Auffahrunfall. Dauert Ja, nicht das 10 passiert ja alles, Minuten. das passiert ja eigentlich Ist ja alles wurscht. zeitgleich, aber es wird ja halt einzeln dargestellt. Aber hast du das dir Zufall. angeschaut, wie dieser Unfall mit dem Auto und dem Laster zustande gekommen ist am Schluss? Hast du es gesehen? Welchen jetzt? Also ganz am Ende dann Da, praktisch. wo sie drin sitzt. Das wird halt einer SUV, wo sie alle drinnen sitzen. Ja, wird also er meinst du jetzt gerammt nur vom während während ihrer Vision oder Am bei der Schluss dann Aufklärung? quasi. Bei der Aufklärung schon, wenn sie schon draußen ist. Ja, wenn sie schon mit dem Polizisten schmatzt. Mhm. Ja, Dann wird das doch der ist auch so ein Chip Ding, wo ich mir denke, die muss doch dann schon die Überlege ganze mal Zeit. kurz, wie das gehen soll. Wo ist denn die ganze Zeit schon gestanden? Du siehst am Anfang ganz klar, die fährt die Auffahrt runter und die Auffahrt ist klar von der Autobahn mit einem Betonstreifen, der ungefähr, weiß ich nicht, 50 Zentimeter hoch oder so, getrennt. Und Ja. in dieser Auffahrt steht sie quer. Wenn der Betonpfeiler nicht da war, könnten die anderen Autos einfach an ihr vorbeifahren. Das war einfach Ja, abgewiegen. okay. Jetzt steht die da eine halbe Stunde mit dem Typen schon raus und dieses Auto bewegt sich keinen Millimeter mehr und auf einmal kommt ein Sattelschlepper daher und Ja, rammt ja. ihn quer. Wo kommt denn der her? Wie kommt denn der an das Auto? Das ist so ein Bullshit und ich weiß nicht, warum man sowas machen muss. Da muss Ja, ich die mich heiden Szene ärgern. ist aber nicht schlimm. Interessiert keinen Menschen. Gut, auf jeden Fall, wirklich, wie es der Seppi schon sagt, der Zwarer ist der bessere. Final Destination 3 dafür. Final Destination 3 dafür ist wieder von James Wong. Hat man also schon die Erwartungshaltung, boah, cool, wahrscheinlich setzt der wieder dann weiter auf. Tut er aber nicht. Also für mich ist Final Destination 3 sehr eigenständig und der macht aber auch total viel Spaß. Also ich finde, der 2er und der 3er, die sind auf jeden Fall in den oberen Rängen. Und die Mary Elizabeth Winstead, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, die Wendy spielt, alter Schwede, ist die cool. Ich habe die bisher immer nur so richtig aus Cloverfield Lane am Schirm gehabt, aber also mir hat der Teil total viel Spaß gemacht. Und ich habe die in Zweier und ein Dreier hintereinander halt gleich angeschaut am gleichen Abend und ich bin echt dankbar, dass ich gedacht, ey, das kann ja echt nur besser werden. Das wird richtig, richtig cool. Die ist doch auch aus, hat die nicht aber Ding mitgespielt, die Mary Elizabeth bei Die hat Black bei- Christmas? Ja, genau. Ja, Weil ich glaube, und bei dass der die Star und Wars-Serie. ja, bei Ahsoka. Da hätte Hat es auch nämlich, mitgespielt schon. ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, aber ich hätte die Frau ja interviewen dürfen. In einem 1:1. Und dann ist dieser scheiß Streik gekommen. Und alle Interviews sind abgesagt worden. Scheiß Streikerei, aber echt. Ja, aber deswegen hättest du es auch nicht, Gewerkschaften. deswegen hättest du es auch nicht heiraten können. Falle. Wer weiß denn das schon? Ja, Scott Pilgrim, eben der Philipp schreibt es gerade rein. Natürlich. Stimmt, ja, genau. Also Ja, eine, Black Christmas, das Wichtigste haben wir schon gesagt. eine Ja. bildhübsche Frau und hat da drin ja, einfach ein riesiges Abenteuer mit dieser Achterbahn. Das ist ein Und richtig gutes Abenteuer. das Die hat man Einzige, alle und erleben. da hoffe ich, dass ihr mir das nur erklärt, das mit den Fotos habe ich nicht gecheckt. Was sieht man auf den Fotos? Die Arten, wie sie sterben. Die Arten, wie sie sterben. Weil du hast ja zum Beispiel bei der grandiose Tod, einer der ekelhaftesten im Solarium. Da hast du das lecker. Beutel von denen zwei Brunzen.
Und das ist zum Beispiel von unten so völlig überblendet. Es schaut also aus, als der Feuer aufgekommen. Dann hast du noch den geilen Wichser, der die ganze Zeit mit der Kamera umeinander rennt, den ich sowieso abgrundtief abschaltet habe, den ganzen Film. Der Den, stirbt so super. ja, und den fährt ja der Motorventilator hinten in den Kopf rein und auf seine Ja. Beutel war dann auch irgendwo, glaube ich, ein Ventilator zum Singen. Also diese Kameras haben, die Beutel haben das praktisch geforeshadowed, wie die Leute da sterben werden sollten. Und das fand Corby, ich, das fand ich ziemlich cool. da muss ich übrigens beipflichten, der dritte Teil ist richtig gut. Vor allem, weil er eine richtig gute Hauptdarstellerin hat und die auch eine gute Rolle gekriegt hat und das alles viel besser durchdacht ist wie beim zweiten Teil. Null, Und da überhaupt beim nicht. Der zweiten zweite ist überragend. finde ich dann die Figuren ein bisschen blass, beim dritten haben sie ein bisschen ausgearbeiteter und es gibt da auch schon einen Konflikt zwischen den Leitern, teilweise mit einem wunderschönen Nagelpistolen-Tod endet. Der ist wirklich zauberhaft. Und dann das geile Quieken Ja. nur hinten nachher, wenn es dort hängt. Genau. Leck, Und asozial. der ist Leck. den finde ich ja deutlich also, der hat auch 'ne Spannungskurve, finde ich. Der ist spannender aufgebaut wie der zweite. Der zweite ist halt einfach jetzt sterben sie halt einfach alle so, ja, das passt schon. Beim Ja, dritten ist das der mit so 'nem Finale sogar, mit einem Furiosen, Wahnsinn. richtig gut aufgebaut. Der gefällt mir hat mir echt gut Wahnsinn. gefallen, der dritte. Da hat er mich wieder zurückgeholt. Beim zweiten habe ich mir gedacht: „Oh mein Gott, wenn diese Scheiße so weitergeht, muss ich mich umbringen.“ Aber nein, der dritte hat mich wieder gehabt. Und eine schöne Abschlussszene dann noch beim dritten, eine richtig gemeine. Das Und ist dann, warte mal, wie da war es denn beim Zweiter? Beim Zweiter haben sie ja dann letztendlich da einen sind sie Tod beim besiegt, Grillen. oder? Na ja, also indirekt, Die aber das zwei, hast du halt die Hauptdarstellerin und der Polizist haben einen genau, und Tod dann sind sie besiegt beim durch das, dass sie Grillen. sie reanimieren lässt. Genau, und Auf das wollte ich raus, genau. ja. Mhm. Und beim Einser, gut, da haben wir dann im Zweiter ja erfahren, was mit denen passiert ist. Und da ist ja dann die Clear noch abgeholt worden vom Tod. Und beim Dreier wird er dann einfach mal, ja, fickt euch, jetzt besiegt einen Tod nicht. Tod nicht. Und das ist so richtig ekelhaft. Das sind die Ja. Szene dann in der U-Bahn nochmal und auch richtig geil gemacht, wenn sie den anderen sauber an der Wind Ja. entlang schleift und durchlässt. Geil. Und, aber halt auch aber halt auch richtig scheiß gemein einfach nur. Was sagst du, was soll das? Ja. Jetzt haben sie, es sind so durchgegangen und dann kommt einer nach den anderen von den Überlebenden da rein und dann denkst du schon, au, das glaube ich ist nicht so gut, dass das alle in dem Abteil drinnen hockt. Ja, und dann, weil ja, also als ich Final Destination 2 angeschaut habe, habe ich bei uns in die Gruppe reingeschrieben, boah, fuck, ist das geil. Und dann hat der Kali noch gemeint, ey, das wird immer besser. Also bin ich mit einer sehr hohen Erwartungshaltung an Final Destination 4 rangegangen und ich muss sagen, das ist das Schwächste. Das Äh, ist das, richtig mies. das ist, Ich habe den nur im Kino gesehen. Wir sind damals, haben wir Bloody Valentine 3D angeschaut, damals im Kino, das habe ich verzeiht, glaube ich, wo wir einen Podcast aufgenommen haben. Und dann haben wir eben voll Bock gehabt, weiterhin so geile 3D-Effekte zum Singen. Dann sind wir nochmal ins Kino gefahren, auf Minga, um Final Destination 4 in 3D zum Singen. Dann sind wir in irgend so ein kleines Mini-Kino verfrachtet worden. Das war ungefähr so groß wie mein Wohnzimmer, ohne Neigung. Also die Sitze waren einfach gerade angeordnet. Ich glaube, dass die Neigung sogar noch hinten war, dass man ja wenig gesagt hat. Und ja, dann haben wir uns den Film angeschaut und in 3D auf der Leinwand war er natürlich cool damals, weil jetzt ist es aber, ja, pfui Teufel. Er hat geile Kills Boah, drinnen, ja. das finde Aber die sind cool, aber die aber so Effekte, schlecht. CGI aus der ja, Hölle. Es wirklich ist aus. so Also schlecht. das ist wirklich Todes-CGI. Aber da Ja. merkst du dann auch beim vierten, merkst du dann auch so richtig, was ich und jetzt soll es gerade noch Spaß machen. Aber ich verstehe nicht, dass beim vierten auf alles geschissen haben auf einmal. Beim Dreier haben sie das so schön gemacht und beim vierten haben auf einmal, ich komme mir an kein einziges Gesicht erinnern. Die Charaktere sind so blass. Das ist, also ich Ja, weiß nicht einmal mehr, das wer mit, war denn jetzt der Held oder so, keine Ahnung. Das ist alles hier einfach nur noch völlig egal. ja, Die es ist reden einen völlig wurscht. Bullshit teilweise zusammen. Die haben Dialoge, weiß ich nicht, die schreiben aus Versehen besser. Das ist ganz, ganz grausam. Aber Und dann ja, finde ich, mir gefällt auch nicht früh auf die, wie er alle die Visionen hat, das passt mir, gefällt mir genau, überhaupt nicht. Das finde ich, das war aber halt auch, da merkst du richtig, es ist nur gemacht worden, um einen 3D-Effekt eine zum Zaubern. Für was anderes voll, ist ja. das nicht gewesen. Aber wenn du jetzt einfach so auf dem Fernseher anschaust, wo halt auch überhaupt kein 3D mehr da ist, dann bin ich habe mir gedacht, so, oh, brauchst du das jetzt? Aber gut, dann kommt wieder ein schöner Kill und dann wird durch einen Maschendrahtzaun so, durchgelassen und so, ja, geil. Ja, ach komm, so dumm. Also, Geil, schön. das war der Dümmste, aber eigentlich nur dümmer ist es beim Friseur, wo sie Ja, dann das ist auch Bombe. ausgeht da habe und ich, da hab ich lachen müssen. Ja, vom ist Bombe. Stein dann getroffen wird. Da habe ich Ja. gedacht, oh. Ja, geil, auch wieder schön die ganze Zeit an der Nase rumgeführt mit, Ja. oh, jetzt hier Wasser und da Strom und Feuer und was weiß ich und dann schießt mir einfach mal sauber einen Stur durchs Auge durch. Die bläden Gute, zwei Schratzen, die sie nicht ja, wissen, genau. was sie aufnehmen müssen. Da habe ich mir so gedacht, warum verrecken denn die Arschlöcher nicht? Was ist mit denen? Bis wieder, Ja. ah fuck, die sind ja rausgekommen. Die hätten eigentlich auch noch weitergehen, eine scheiß Geschroren, eine scheiß Fußballschuhe, die die ganze Zeit haben.
Da habe ich mir auch gedacht, okay, sie steigen aus dem Auto aus und dann ist das Erste, was sie sagen: „Hey, komm, lass uns mit Steinen auf das Schild werfen." Ja! Ja, eine Ja. Minute Penner. Das ist eh so geil, wenn da der geile alte Typ da steht: „Sag mal, seid ihr bescheuert?“ Ja, wie geil genussvoll, dass er dann mit seiner Kippen da umeinander fährt. Jetzt Ja, raus aus dem Meer. zuerst die Die ganze mit anderen der gerade sauber Zigarette im Maul zurückgelegt und das Benzin einschütten mit der Kippe im Maul hat. über 'n Tank drüber. Geiler Aufwisser. Das ist ein geiler Ja, Das ist der das ist Mike. wirklich das ist meine Lieblingsszene aus dem Film, weil die ist wirklich von vorn die ist l du die Look das fängt ja schon mit der Zigarettenszene, wo du grad sagst, oh, dass du meinst, aha, okay, raucht überm offenen Benzin, da kann irgendwas passieren. Dann die Friseurszene, wo 1000 Sachen passieren und nix wird's schließlich dann doch. Und dann kommt eben am Schluss das mit den Steinen. Die haben's richtig schön orchestriert, die Szene, die ist richtig geil, aber der Rest ist so Ich finde da den Tod von dem Fascho geil. Ja, der ist Der ja ist der der ist so erste gleich, wirklich ge oder? ja, ja, weil er der so ist geil sehr dumm gut. ist. Der ist, Ja. sehr, sehr geil. Aber was total dämlich war, war dieser Rolltreppenkill. Was dämlich, der war super. Das war super. Ja, Falle, sau durch den Fleischwolf durch dran. Ja, möchte ich sehen, ob das in Wirklichkeit so war. Ach so, da wollen wir jetzt nicht wissen, ob das in Wirklichkeit ist. Weißt du schon, dass du in einem Solarium auch nicht verbrennen kannst, du Fotze? Was? Was? Ich schluck die ein. Das ist übrigens ist das nicht Jetzt der fangen wir einzige an mit ist Realismus. das nicht der einzige Teil, wo man auch wirklich Titten sieht? Also, das ist der Dreier? Na, 2 Teile haben wir mit Na, Titten. Beim Fünfer auch noch mal. Oder? Warte mal schnell. ja, da war was, glaube ich. Fünfer. Ja, Da beim gibt's Fünfer auch eine noch ja mal. doch, im Freibad. Im Ja, Freibad. genau. Freibad war's. Freibad. Ja. Da ist die Freibad-Szene geht quasi mit, einer Liebesszene in einem Pavillon. Ach Schmarrn, ich habe jetzt Das grad die ist der Teile vertauscht. Vierer. Das Das ist der ist der Vierer, Vierer. genau. Beim Vierer sind Ach Titten stimmt. und beim Dreier, beim Fünfer nicht, beim Dreier und beim Vierer gab's Titten. Stimmt, beim So rum Vierer war's. gab's auch Stimmt, das ist Titten. auch der Ah Vierer, ja. ja. Oh, Mhm. bei dem Puh, Typen habe ich kein Mitleid gehabt, wie der gestorben ist. Kein einziges. Bombengeil. Ja. Einfach mal geil, wie's vorher schon beim Talkshow erzählt hat, Darm aus'm Arschloch rausziehen und dann einfach mal geil eine ins Freibad und, Weltklasse. ja, Habe Wahnsinn. ich lachen müssen. Ich sage ja, da merkst du beim vierten merkst du jetzt richtig, wie dass das jetzt grad noch, Fansblätterei sein Ja, sollte. Also, total. die Kills sollen Abdraht sein, die Kills sollen, grausam sein und splattern. Allein wenn's die ganze Szenerie, die ganzen Unfall müssen wir dazu sagen, am Anfang ist es ja 'n riesiger Nesca-Unfall. Das haben wir beim Dreier, glaube ich, auch nicht gesagt, dass das am Anfang 'n riesiger Autobahnunfall ist. Na, Und der da haben wir Dreier ist ein Ja, 3 ist Achterbahnunfall. ja, Achterbahn. Achterbahn, meine ich ja. Ja. Bahn, zur Hälfte habe ich schon richtig gesagt. Und im vierten Teil dann eben ein riesiges Nesca-Rennen mit Karambolage und das supergeile Effekte. Am Anfang denkst du nur so, boah, geil, da haben sie das Auto jetzt echt überschlungen lassen, das ist ja schon mal cool und auf einmal Mhm. VT-Computer-Effekte, bing, bing, bing. Aber da, Boah, da wenn's bist dann, du ja. wenn's dann die Vision wenn das dann vorbei ist und sie rennen aus und sie stehen da und dann kommt die eine Reifen und haut die eine Tussi Ja, auseinander. Was da schon da sitzt am Anfang denkst du, ja, okay, jetzt weiß ich, wo es lang geht bei dem Film. Es ist jetzt überhaupt nicht mehr ernst, es soll nur noch witzig sein. Und ich finde, die Kills, die sind einfach witzig. Die sind ja, dumm, wie du vorher schon gesagt hast, aber allein dieser geile Kill mit dem Freund von der, die es mit dem Reifen da geschlagen hat, den es dann eben durch den Zaun durchdruckt, wie so, als das der Weihnachtsplätzerl ausstecher, geil. Wenn sie nicht so kreislig ausschauen, da. Das ist das Man einzige soll Manko. vielleicht noch erwähnen, Teil eins und Teil 3 sind ja vom James Wong gemacht worden und Teil Mhm. 2 und 4 vom David R. Ellis, Schön. der, höchstwahrscheinlich ja weitergemacht hätte, wenn er nicht verstorben wäre. mhm. Rest in Power. Dafür hat dann der Stephen Quayle übernommen 2011 und hat dann Final Destination 5 rausgebracht. Und, da sieht man einen Einsturz von der Hängebrücke. Ziemlich brutal und ziemlich abdraht, wie da die Leute dann teilweise sterben. Und ja, Hat in ha 3D ja geil funktioniert. Also, das muss okay. man einer lassen, weil ich habe den da haben wir dann gesagt: „Jetzt fahren wir nicht mehr auf Minga.“ Da war nämlich mittlerweile auch unser Kinofokus dann immer plattlingsweit angerichtet und haben gesagt: „Das schauen wir uns jetzt da an. Nicht, dass wir uns wieder ins Besenkammerl verschirmen.“ Und der hat auch das ist das Einzige, wo 3D in meinen Augen wirklich richtig funktioniert hat für mich. Das waren Horrorfilme, wo irgendjemand aus dem Beitel schießt und drüber hängt, weil allein das, wenn der Typ da mit die Baustangen da geschlagen wird, dieser Boah, jemand leck. durchhaut, der ist halt wirklich so ins Publikum reingehängt und du bist so hast dich kurz so weggeduckt, weil die Baustangen dann so übers Publikum geschwebt sind. Hat voll geil funktioniert und hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Ja, ohne 3D, denkt man sich halt dann: „Ja, okay, das haben sie nur eingebaut für den 3D-Effekt." Aber nicht so Ähm, kreislig, finde ich. Ich finde, der Fünfer hat schöner der ausgeschaut, auch Fünfer, bei den Ja. 3D-Effekte. also, Der wenn ich 5er jetzt, hat insgesamt, glaube ich, 'n bisschen mehr Geld verschlungen, weil da ist Ja, wieder einfach da ist wieder mehr an mir gegeben worden. Schaut zumindest so aus.
Weil Genau, auch die ja. ganze Szene, die Anfangsszene mit dem Brückeneinsturz, die ist viel opulenter, sage ich mal, wie jetzt die Nesca-Ding, die dann eigentlich nur noch mit Effekte, also das zuerst der Autounfall und alles andere wird ja dann Ja, nur noch eingeschnitten so quasi. und es ist ja Bei so dem anderen von ist es ein beim zusammenhängender Unfall einfach, da wo eins auf dem anderen genau. basiert und so weiter oder das ist viel besser gemacht. Also, taugt mir da deutlich besser. Und weniger Greenscreen. Der Vierer ist ja voll Ja. die Greenscreen-Hölle. Das ist ja Mhm. auch grausam, so richtig offensichtlich. Oft einmal bei Szenen, wo er einfach nur auf der Straße steht. Wie Ja. habt ihr beim Fünfer allgemein die Handlung gefunden? Ja, allgemein die Handlung. Es ist ja immer die gleiche Handlung, was ich Ja gut, irgendwie. die Besonderheit beim Fünfer ist ja, er spielt vor Teil 1. Ja, krass, Spoiler alle. Ja, das ist ja fast aber erst am Schluss. Ja, War schon. nicht das war nicht das, ha, geil. Aber halt auch wieder saugemein. Ja. Aber, dadurch, finde ich halt den Fünfer eigentlich auch von Haus aus schon wieder besser wie 'n Vierer, weil da habe ich halt dann wieder das Gefühl, ja, okay, sie geben sich zumindest die Mühe und betten das dann irgendwie in diese Story mit ein, die halt die der Einser versucht hat aufzubauen. Und der Vierer, das ist halt nur dämlich. Ja. Wobei, Ja. da wir dann diese Auflösung käme, ist, habe ich am ersten geil, gute Idee gedacht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass da liegen wie viel? 12 Jahre dazwischen? Mhm. Das siehst gar nicht. Also, ich finde nicht, dass das zusammenpasst so von den ganzen Menschen, wie die ausschauen, wie die Umwelt ausschaut und so weiter, wie die Umgebung ausschaut. Ja, Das das schaut war aus mein wie Hauptfokus, wenn ich mir das anschaue, stimmt. ja, das ist aber wichtig, wenn man sich eine Auflösung macht, weil sonst ist das einfach nur konstruiert. Und Das das passt interessiert keinen bisschen nicht Menschen bei wirklich Final zusammen. Destination. Das interessiert Ich keine sitze Sau da nicht. ich sitze da Es und ist Na denke Final doch, Destination, da geht's ich nur darum, hoffe, dass wir einen großen Unfall haben und 3 Leute sterben. Podcast, ihr müsst was wissen. ich hoffe, dass der Teil 6 das alles dann zusammenbringt und die dann da wirklich sagen: „Okay, dieses Mal stirbt keiner, weil sie überlisten von Anfang an den Tod.“ Und dass der Tod als Person eingeführt wird. Ja, genau. Das darf ich mir Das aber war wirklich wünschen, dass der 6. Teil irgendeinen geilen Kniff hat. Nein, nicht. Ich möchte nur mal einen riesigen Unfall und dann möchte ich wieder kreative, blödige Kills haben. Ja, aber Ja, irgendwo's Ich nice. habe ja gerade Ich gesagt, kann 2 mir Sachen. vorstellen, dass sie sowas machen wie bei Scream mit, Scream 5, dass es dann so eine Art Reboot wird, das aber halt dann trotzdem auf den anderen aufsetzt und 100 Pro, diese Legacy-Sequels, oder? ja, genau, Wie sie jetzt heißen. Da genau. kannst du davon ausgehen. Hauptsächlich, irgendwas habe ich mal gelesen, dass aber jetzt warte mal, weil ich habe mal irgendwas gelesen, dass Teil 6 da im Gespräch war, dass das irgendwie ganz, ganz hunderte Jahre früher schon spielen soll und ich glaube, irgendwie einen Untergang vom Schiff oder selbst ja als Ausgangsthema gehabt haben sollte. Ob das aktuell ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt da leider nichts mehr gefunden dazu. Könnte man Na, theoretisch auch gut ja, vorstellen, aber ich möchte halt lieber, dass das jetzt halt die jetzige Sache weitergeführt wird. Und ja, vielleicht einmal nicht so gemein, dass man mal wieder überleben kann, wenn man es schon schafft, weil wir haben ja dann gesehen bei Teil 3 Edgy Badgy, bei Teil 4 Edgy Badgy und bei Teil 5 wieder Edgy Badgy. Was soll das? Das ist saugemein. Es gibt eigentlich du kannst weil du grad von Legacy-Teil gesagt hast, du kannst überhaupt nicht zurückbringen eigentlich, gell? Was doch, ganz? du Außer kannst halt einen. den einer, den Totengräber, sage ich jetzt mal, das stimmt Ja, nicht. Und Was die ist aus er? Teil 2, die 2. Am Teil Polizisten und die 2. Hauptdarstellerin aus Teil 2, weil die Ah, haben ja stimmt, ja, überlebt. genau, genau. Stimmt, aber die haben halt so uninteressant, dass das, glaube ich, keinen Sinn macht. Was? Die sind ja wieso stellst du immer die Leute aus Teil 2 so dumm dar? Weil's ein dummer Film ist. Machen wir ein Ranking. 1, Was für 3, Ranking? 5. Ein Filmranking, oder was? Was? Ja, jetzt lass mal 'n Seppi reden. Ja, ich möchte wissen, was wir 1, mir ranken, Die Dummbatz. Filme, ja, die Filme. 1, 3, 5, 2, 4. Boah, leck, der 2 ist bei dir so weit hinten. Jetzt Ah, nur wegen dem, einen Logikfehler, dem kleinen nein, Logikfehler. nicht nur wegen dem einen Logikfehler, sondern weil der halt einfach der komplette Aufbau scheiße ist, die Schauspieler scheiße haben, die Dialoge scheiße haben und der ganze Film ein Dreck ist. Nur ein paar Todesszenen sind lustig. Aber insgesamt ist er im Vergleich zu den anderen halt einfach schlechter. Und der Gott, Vierer ist halt noch schlechter. Bist du ein garstiger Mensch, das ist ja irre. Also, jetzt pass mal auf. Ich sage dir jetzt mal, wie es richtig gerankt gehört. Oh Es ist Gott. Das hat 3, er nämlich jetzt nicht über ChatGPT machen lassen. 3, 2, 1, 5, 4. Kani, Oh, was sagst Ansage. du? Ah,
Bei mir ist es auf alle Fälle, also ich so, also 1 natürlich, der erste Teil ist für mich der beste, dann 1, 3, 5, 2, 4 sage ich ja. Ha! Wobei ich sagen muss, dass bei mir irgendwie der Einser ist bei mir so voll geil, feiere ich voll das Ding und alle anderen finde ich finde es irgendwie gleich gut. Weil es ist einfach, wenn man Final Destination runterbricht, dann ist es einfach ein geiles Schema F, das ich, für diese Filmreihe, die ich gern mag. Es gibt eine fette Karambolage mit schon 'n Haufen blutige Kills und danach wird halt einer nach dem anderen nur mehr abgemurkst, schön blutig und ich reduziere diese Filmreihe ab Teil 1 wirklich rein auf diese Ausgangssituation und die Kills. Alles andere ist mir vollkommen Latte, muss ich sagen. Es ist immer so von der Qualität her, dass es optisch, bis auf Teil 4, gut, den muss man jetzt ausklammern, aber dass es optisch gut genug ausschaut und schauspielerisch immer gut genug gemacht wird, dass ich mich an den Sachen nicht aufregen muss. Darum kann ich die Filmreihe für mich ab Teil 1 wirklich auf die Ausgangssituation und auf die Kills reduzieren, auf die Worte, auf die freue mich und da habe ich bis jetzt mit jedem Teil richtig Spaß gehabt. Ja, aber du schaust dir auch lieber 'n Dreier oder 'n Fünfer an, bevor du so was wie 'n Vierer noch mal sehen musst, wenn wir jetzt im Sechs sind. Also, man kann das Ja, ja mit deswegen habe wenig ich so gerankt, deswegen habe ich so gerankt, weil ja, wenn ich, dann haue ich mir einen Einser oder einen Dreier, also die schaue ich lieber an als die anderen. weil man kann Das das ja mit schon. wenig Aufwand eigentlich zum spannenden Film machen, in Anführungszeichen. Das hat man ja bei Teil 3 und 5 und so weiter gesehen. Einer der 2. ist auch noch 'n bisschen besser, aber der 4. ist ja zum Beispiel 'n Totalausfall, wo es alles angeht eigentlich. Mhm. Das Und wenn stimmt. wir jetzt 'n Sechser Hoffnung in den Sechser setzen, dann mehr die schon irgendwie, dass da 'n bisschen mehr da drinnen ist einfach, 'n bisschen mehr der Substanz ist, dass ich einfach auch mitfiebern kann mit den Leuten. Auch wenn ich weiß jetzt auch wenn die Kills natürlich im Vordergrund stehen müssen, weil das ist halt einfach 'n Mhm. Gimmick von der Reihe. Aber trotzdem macht sie haben die halt besser und intensiver und spaßiger, wenn ich nur irgendwie so 'n Funken von Film habe einfach. Logik meinst du? So 'n Funken Ja, von Logik Logik haben. Logik Realismus. ist schwierig. Ja, einfach einen Realismus. guten, durchdachten Spannungsbogen halt habe und da gehören halt auch Charaktere und Dialoge dazu, die halt nicht einfach nur hingeschissen werden wie beim vierten. Das ist ja Ich denke mal, aber bei mir, ich Trauerspiel. muss sagen, dass wirklich bei den ersten 3, da fiebert ich mit den Figuren mit. Da möchte ich, dass die überleben Ja. können. Bei manchen, nicht bei alle. Zum Beispiel beim 2. gibt es jetzt so zum Beispiel die Tante, die ist eben so geil und im Auto mit dem Airbag erledigt. Die ist mir vollkommen wurscht. Die ist Ja, mir vollkommen Latte. Der kleine Bub mit den Taubendingen, ja, weg mit dir, der Vollidiot. ja. Aber die geile Koksnase, bei dem habe ich gedacht, oh na, den hätte ich gerne, den hätte ich überleben lassen können. Der war voll sympathisch, der Kerl. Der war voll nett und so, war gemein. Oder auch Clear vom ersten Teil. Da haben wir auch gedacht, die hätte ich auch gerne überleben lassen, weil die hat nach dem ersten Teil schon, da habe ich ein bisschen mitgefiebert. Auch beim dritten, finde ich, waren die Figuren überwiegend gut genug, aber ab dem vierten, 4. und 5. sind mir die Figuren vollkommen scheißegal und ich denke mir nur, verreckt's alle geil. Ich möchte einfach nur Ja. sehen, wie's alle verreckt's. Das Ja. haben sie irgendwie wirklich komplett so in die Pfannenrichtung, weil das brauchst du eigentlich beim Fansblätter, da brauche ich keine Figur, mit der ich mitfiebert, da wo ich hoffe, dass die überlebt, sondern ich möchte, dass ihr alle geil drauf geht, geil blutig drauf geht. Ja. Also, das ist eigentlich schick gesagt. Danke. Und, Servus, servus, danke, servus. ich pitch jetzt hier kurz 'ne Passt Idee. schon, passt Wie schon. war's denn, wenn wir nur drüber reden, was waren für euch so die besten Kills? Na, über das mag ich nicht reden, das macht keinen Sinn bei der Reihe. Kani, fang mal du an. Ja, ich kategoriere das anders. Also, pass auf, ich mache am besten den für mich grausamsten und den schlechtesten. Okay. Okay. Der beste Kill für mich ist, habe ich vergessen. Der grausamste Kill für mich, Ich kann mich nicht erinnern. ich erinnere mich nicht. Na, also ich fange jetzt mal mit dem grausamsten an. Der grausamste ist für mich, der Todd bei, Teil 1, der sich in der Bootwanne aufhängt. Das ist, ich finde, für mich ist Ersticken sowieso so 'ne riesige Angst. Ich weiß nicht, das ist selbst das macht mich fertig, wenn ich daran denke, dass ich ersticken, ertrinken oder selbst das ist selbst das stelle ich mir so endlos grausam vor. Und die Szene ist halt auch so hart dargestellt, ich mal leider nur dieses Shampoo ausschütten, dass er sich ja nirgends mehr auf Ei halten kann mit den Händen und Füßen. Die Schar war auch nicht weit weg, dass er hinkommt, dann sechst seine Adern in die Augen platzen. Also das ist für mich, die Szene macht mich jedes Mal und jetzt auch beim Schauen, jedes Mal aufs Neue macht mir die Szene fertig. Ich finde die so grauenhaft zum Anschauen widerlichst. Die hat geschwankt zwischen Solarium und dem, aber na, da das Ersticken, der Erstickungstod von mir so eine persönliche Horrorvorstellung ist, muss ich den auf Platz 1 hauen. Mhm. Für grausamsten Tod. Seppitai grausamster Tod. Es gibt mir ein bisschen umeinander. Boah, am grausamsten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber Solarium war schon ziemlich, ziemlich fies, ja.
Weil das halt einfach so lang dauert und so erbärmlich aussichtslos ist, weil es halt einfach alles total verkettet ist und du kommst aus diesem Scheißding nicht mehr raus und das dauert halt gefühlt Stunden, bis das dann einmal vorbei ist, weil bis da den ganzen Scheißdreck brennt und dann fängt das unten noch zum Brennen und noch zum Brennen und überall zum Brennen an. Nein, Und du mehr hast ja nicht nicht das, tauschen. und du hast ja das, nicht das in Anführungszeichen Glück, weil viel beim Brand meine ich, sterben durch Rauchvergiftung, weil das ist ja, glaube ich, irgendwie Ja, 2 tiefe und Atemzüge Rauch und dann bist du erst einmal weg. Und und da das haben, raucht halt nix. genau, dieses Glück haben die zwar nicht, die müssen ja wirklich durch diese Verbrennungshölle gehen, das ist Ja. richtig asozial. Und das brennt ja nicht gleich mit 20.000 Grad, sondern das wird ja Ne? langsam, ganz langsam immer härter und das ist ja Langsam wild anheizen. ohne Ende. Ja, das ist schon, Brr, also das ist der bösartigste, beidels finde mir ich. ab, beidels mir ab. Corby Corby, was Teig, hast du gesagt? grausamster, bösartigster Tod. Also, ich gebe euch recht, eigentlich alles, was lang dauert, ist, sehr grausam, aber einfach nur, weil ich die Vorstellung furchtbar finde, ist das mit den Hantelscheiben. Ich bin unsterblich, oder Schneider, irgendwie so. Nein, bist du nicht. Boom. Die war super. Die war super. Dann fange ich weiter mit meinem geilsten Tod. Und den geilsten Tod, da sind viel Geile dabei, die wirklich irgendwie so auf einer Ebene stehen möchten. Aber ich glaube, ich gehe auf den vorher schon erwähnten Nagelapparat. Boah. Ich find das Ja, einfach der ist fies. diese ganze, weil ich das, also, das danach auch noch so geil finde, weil er ein geiles Getue, ja, ist aber die coolen, krassen Emo-Punk, super Idioten und der Tote gehört zum Leben dazu und mein Gott, und kommt eh nichts mehr, ist eh scheißegal. Und dann nagelt sie eben erst mit geil durch die Fresse und Hände im Gesicht abgenagelt, dann nur dieses Wimmern dazu. Also ich finde den halt auch richtig krass dargestellt. Und dann Ja. eben auch dieses danach, dass sie eher so geil aufführt, weil sie jetzt so tot ist. Wo ich dachte, ja, wo ist jetzt der Coolmacherei von vorher, du Fotze? Bist doch nicht so geil. Also in einem Final Destination 3 den Nagelschussapparat. Okay, Ich gut. hätte zwar überlegt, mit einem Darm durchs Arschloch auszusaugen, aber mir hat der damals in Final Destination 3 besser abgeholt. Dann mache ich schnell weiter. Final Hau Destination rein. 2 mit der Feuertreppe. Das du fieberst die ganze Zeit mit der Mitte und denkst dir: „Boah, fuck, wie stirbt der jetzt dann gleich?“ Und dann schafft er das da raus und dann ist er da schon unten und dann stürzt die erst mal runter und dann passiert nix. Dann denkst du: „Boah, fuck, hat der ein Glück“ und weg. And it's gone. Finde ich auch stark, ja. Ich habe mein, wo ich am meisten so mitgefiebert habe, wo mir die ganze Zeit so, war im 5., wo die auf dem Barren trainiert und diese Boah, blöde Schraube leck. drauf liegt. Und das Ja, dauert auch ganz lang, da passieren ja ganz viele Sachen drumherum. Da löst sie irgendwo an der Klimaanlage was, dann löst sie, da oben fällt die trifft es Schraube auf den, oben. dann trifft es oben bei der Stromleitung und Genau, äh, die Christen ist. genau, und da hat sie geht halt durch mehrere so Stationen, wo du denkst, jetzt hat sie es gleich und überwindet die halt und dann auf dem Barren, wenn es diese Figuren macht und du siehst die Schrauben schon die ganze Zeit und dann baust du also ganz knapp daneben mit der Fersen und so weiter und denkst, Gott, oh Gott, das ist so unangenehm zum Anschauen. Und dann wechselt sie ja an das nächste Gerät und ihre Kollegin ist auf dem Barren und tritt dann in dieses Ding eine und das geht mir durch Mark und Knochen und das ist so Also unangenehm zum Anschauen. nicht einmal der Tod, sondern nur, dass Und sie in den Nagel tritt, oder? dann kommt halt grad dieser geile Tod, wo sie halt einfach so und einfach in 3 Teile bricht. Das ist so weird. Der hätte ich wohl zerrissen. Also so, das war der geilste. Stimmt, den habe ich jetzt irgendwie gerade voll ausblendet, weil ich mir gestern noch im 5 war angeschaut, eigentlich hätte ich den auch nicht genommen. Weil ich liebe das auch, ich liebe diese Darstellung schon, dieses an der Nase Ja, umeinander führen mit dem, was jetzt gleich passiert, diese Erwartungshaltung, die du die ganze Zeit schon hast. Und dann einfach, und wie es ist geil zusammenfällt. Das ist auch so brutal. ekelhaft. Dann da bin ich auch im Kino gesessen und hab gedacht, alles klar, das ist ja mal wieder richtig schön. Aber da sind wir wieder bei dieser spaßigen Ausrichtung von Teil 5, Ja. die wir in Teil 4 gekriegt haben. Geil ist er. So, und jetzt was nur der langweiligste Tod? Und jetzt dazu der langweiligste Tod für einen, ja. Puh. Jetzt darfst du wieder, Corby, weil du hast die vorher schon vordringelt. Der langweiligste. Ja, eigentlich hätte ich den Pool-Kill fast schon genommen. Hey, 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 hey. Ja, weil man da eben nichts sieht, aber eigentlich, der ist nicht langweilig, weil dem, Ja, dem, das dem, Welt. dem gönne ich den Tod. Oh, langweilig. Okay. Das ist schwierig. Final Destination 5
Mhm. Und zwar der eine Typ, der von der Buddha-Statue erschlagen wird. Den fandst du langweilig, den Du fandst du bist ja gut. ganz dicht. Ja, ich weiß nicht, bei dem war irgendwie also ab Bild 1, wo der auftaucht, weißt du, okay, der verreckt. Ja, klar, klar. Ja, Na, okay. schön. Und er verreckt, ich finde das eigentlich voll geil. Erstens, dass er so geil hergewerkt wird. Mit den Dann Mit diesen den Nadeln, das geilen, ist Nadeln. so, oh, die boah. Nadeln. Ja, allein schon die Massage, wo es genau weiß, dass ihm alles wehtut von ihr, wie sie geil fertig macht. Okay. Und dann diese Nadeln, also wirklich, das ist auch richtig asozial, weil er sie dann auszieht und das, was weiß ich, 5 Zentimeter in ihm drinnen. Ja. Ich möchte Boah. das nicht. Aber dass er davon nicht stirbt, ist halt schon komisch. Ja, also da ist sie gerade ein bisschen punktiert worden. Ja, Ist okay. nicht so, ist nicht so weit. Ist nicht Ja, so weit. also, aber sagen wir mal, der ist eigentlich auch nicht langweilig. Es gibt da keine langweiligen Tode. Nicht so, also mein langweiligster Tod, muss ich sagen, oder mein Flop-Tod ist bei Final Destination 2 die Mutter, der seinen Kopf vom Hakenmann abtrennt im Aufzug dann, weil man da einfach nichts sagt. Also er ist zwar schon auch krass und so, aber das ist halt wirklich, da wird Kamera nicht drauf gehalten. Und Eben. deswegen ist der in meinen Augen verhältnismäßig langweilig, der Tod. Aber du siehst zumindest ja, wie der Kopf dann wegrollt. Ja, aber das sehe ich halt auch bei FSK 12 Filme. Das sehe ich bei Twilight, da haben sie auch Käfer in der Hand, wenn sie das die Vampire abreißen. Also deswegen muss ich sagen, ist das mein Flop-Tod. Ihr Bub ist so geil gestorben, sauber zusammengefalten mit der Boah, Glasplatte. leck, aber Schöner Practical Effekt auch und alles, also Mhm. richtig geil. Und dann kommt sie und dann sechst nichts. Das ist wie bei Resident Evil, da wird das auch gerade angetäuscht. Das stell ist mir immer, vor, das ist dein Bub und dann siehst du, wie ja. die Scheibe. Boah, fuck. Ich habe aber das mega Ja. den, wer lauft denn mit 15 Jahren zu die Daumen und sagt, Daumen fliegt davon. Genau das habe ich mir auch Ja, gedacht. Was ist das für Dödel? ja, geschieht dir recht, geschieht dir recht, dass du vorher schon fast erstickt bist und dann von der Platte zusammengefallen wirst, du Trottel. Oh Gott. Da haben wir Was gedacht, ich, ja. was ich langweilig, weil irgendwie fast ein bisschen unspektakulär. Das war im zweiten, wie die, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die im ersten Teil mitspielt und im zweiten dann wieder und im zweiten dann aber Claire. stirbt. Claire. Claire, die Ja, stirbt ja für das, dass eigentlich so eine wichtige, in Anführungszeichen, Figur ist, stirbt die relativ unspektakulär, wird einfach von einer Explosion wegblasen. ja, genau, das ist da, wo Das der, fand der ich ein bisschen verschenkt so ja, irgendwie. die hätte ein wenig ein würdigeres Ja, einen würdigeren Tod für 2 Filme durchhalten kriegen sollen. na, auf alle Fälle. Es sind schon ein paar Gurkentode dabei, muss man sagen. Weil auch zum Beispiel Gurkentode. der Schwarze im zweiten Teil, der drinnen liegt, in dem Raum, wo sie dann die Tür aufmacht, durch das dann zerreißt, der wird ja auch gerade vor der Explosion weg. Da stehen wir drei, oder sogar. Also 2 auf alle Waren's Fälle, der zwei? dritte weiß ich jetzt nicht. Boah, ja. Zwei? So Ja, hat sie das coole, ist glaube ich, weil er dann cool. nur, weil nur ein Körper brennt, der rausfliegt, irgendwie komplett. Das glaube ich ist noch recht geil eingebaut gewesen. Das war so dann schon wieder. Aber gut, Ja. Gott sei Dank ist es bei der Reihe so, dass die langweiligen Tode wirklich selten sind. Die muss man schon suchen, weil Ja, allein die so, nehmen so, ab. Die die nehmen nehmen kom also das ist dann beim zweiten, glaube ich, ist das der letzte Teil, da wo so, sagen wir, Stani-Sachen passieren, wie halt eine Explosion oder so. Ich glaube, ab dem dritten gibt es das schon gar nicht mehr, oder? Da stirbt jetzt keiner mehr so im Vorbeigehen. Ja. ja, manchmal schon, weil ich sage zum Beispiel, die eine Idiot mit der Kamera, die ganze Zeit, hey, zeig mal die Tittis und so weiter. Das ist ja irgendwie so Ja, aber das ist ja Sirenen, spektakulär. es ist spektakulär, aber es passiert ja auch so nebenbei. Man weiß ja nicht mal, dass er da Ja. vorne drin sitzt. Das ist also Ja, vor das ist eine immer so ein Flut, bisschen ist ja, Geil. Weil du fieberst da quasi mit dem, mit denen, die mit dem Auto, was passiert denen jetzt? Und dann wollen wir ja, ja, so, da genau. sitzt der drin auf einmal. Das fand ich Oder auch auch schon wieder im genau. fünften den geilen Chef, den sie mit dem Schraubenschlüssel da schluckt. Oh, das ist übel. Das ist auch so geil und dann hängt er da wirklich mit dem riesen Ding der Hälfte im Kopf drin. Wo du sagst, Äh, eigentlich ist es total unspektakulär, aber es ist so geil eingebaut und danach nur der geile Effekt, dass du nur so Schädoling siehst. ja. Äh, ja, geil, Leute. Da sind wirklich sau viele geile Sachen dabei. Ich werde jetzt mal nur mal anschauen. Es ist schön, wie er nach oben schaut und so in Erinnerung schwelgt. So Ja, schön. aber es wirklich, ist einfach zauberhaft gewesen. Ich fand das ja damals beim ersten Teil so überragend gut, wenn sie auf die Schienen stehen. Oh ja. Wo sie einen Stifler dann sauber den Kopf auseinanderschneidet Mhm. mit der Scheiben, die noch, mit Blechscheiben, die noch unterm Zug liegen ist. Das fand ich auch geil. Ich Vor allem, glaube, weil sie das immer war so so geil im da Gedankengang der durchschneidet. Urvater für die künftigen Kills, weil der so ein bisschen, da wo es gleich so ein bisschen lachen müssen. Das war ja, du Ja, hast das ja weil, vorher schon erzählt, beim ersten Teil dann die Tode eigentlich ein bisschen unangenehm, aber der ja, ist so, der kommt so aus dem Nichts und so, der hat so ein bisschen so ein leck mich am Arsch Ding. ja, Und ich genau. glaube, das ist dann quasi der Initiator gewesen, wie die Reihe weitergeht. Das probieren wir So jetzt kommt es einmal ein aus. bisschen vor. Ein so ein Ding da mal rein, probieren wir es aus und dann machen wir es nur noch. Ja, genau. Beim ersten Teil, da ist doch
ziemlich gegen Ende eine Szene, wo der Alex dann in so einer Holzhütte drin ist und Ja. versucht er sie da selber zu töten? Nein, nein, da möchte ich ja 'n Tod ausschmieren. Also, da ist er ja voll mit Sicherheitshandschuhe und so weiter. Da möchte er sich ja praktisch verbarrikadieren vorm Tod. Was isst der denn da einmal? So Pastetenscheiße, schaut aus wie Katzenfutter. Da gibt's doch so scheiß, Wurst aus der Dosen. Ach so, Das okay, kenne es ich, das war Stück Fleisch. also, das war wirklich was zum Essen, weil irgendwie so ganz checkt habe ich es nicht. Was hast du gecheckt? Ich habe irgendwie also, das erste Mal, wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht: „Okay, versucht er sie jetzt gerade umzubringen? Habe ich gerade irgendwas mitbekommen? Eigentlich sollte er doch das Gegenteil tun.“ Nein, nein, also er hat sich da schon verbarrikadiert, und das Haus, todessicher praktisch gemacht. Ja, Das war Praktisch, im zweiten es Teil, hat glaube ich, auch noch ganz, mal, gell? ganz es hat ganz was das? todessicher ausgeschaut. Ja, ist wie das Im Auto von zweiten Death Teil Proof. versuchen sie das auch. Im zweiten Teil? Da haben sie doch dann alle beieinander und versuchen, den Raum möglichst unfallsicher zu machen. Das haben sie im zweiten auch noch mal aufgegriffen. Und dann passiert ja dann stürmend durch die zwei Aussee und dann passiert der Unfall im Aufzug, den du Ach ja, ja, genau. erzählt hast. Sie sollen beieinander bleiben, dass nichts passiert und so und dann Genau. genau, Hat gut genau, stimmt. funktioniert. Hat super Ja, funktioniert. mega. Was ist denn euer, eure liebste Ausgangssituation an Unfall? Die liebste Ausgangssituation Unfall. Ja. Ich sage am 5., die haben am besten gefallen, weil die so eskaliert. So geil. Ach so, es geht jetzt gerade wirklich um den Anfangsunfall oder was? Ja. Ja, genau, was du da am besten gefunden hast. Die Achterbahn. Die ist fies. Die ist wirklich fies. Vor allem, als die Szene dann da war, da ist mir eingefallen, ist es nicht vor ein paar Jahren, wirklich mal so gewesen, dass es sich da irgendwie ein Radl gelöst hat und sind doch welche, kopfüber 3, 4 Stunden lang da so dagehangen. Ja, ja, da war irgendwas, Mhm. ja. Boah, Ja. fuck, echt. Da habe ich mir gedacht, eigentlich sollte man nie in 'ne Achterbahn steigen, nie. Nein, so jetzt sowieso nicht, so ist der Scheißdreck. Äußer Scheißdreck, So ist äuß. der Scheißdreck. Was Massen sagst sollst du du? auch vom Glück und nicht Chips kaufen für Aber echt, ey. Fahrgeschäfte. Dieser eine Chip ist ja mittlerweile ein Maß. Aha. Wenn, dann musst du 4 Maßen saufen und dann fahren und dann runterspeiben. Seppi, was sagst du? Ja, ich glaube, ich bin beim Fünfer, weil, äh, weil der hat so ein spektakuläres Aufbaumomentum, finde ich. Also du zuerst siehst du halt die Brücke so, das kommt halt immer näher und es passieren immer mehr grobe Sachen. Die Pfeiler, die da aufspießen, die Metallriemen, die so überall in der Gegend rumfliegen. Und da passieren halt viel grobe Sachen so nacheinander in einem Fluss, finde ich. Und Mhm. wenn du das vergleichst mit dem Vierer, das passiert einfach so batz, 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 Hauptsache es passiert. Und da ist halt die Gesamtsituation, sie laufen von A nach B und werden immer weniger und es passiert immer mehr. Das gefällt mir am besten, finde ich. Das ist schön. Vor allem haben ein paar richtig geile Hammern dabei. Ja, schon, da sind echt ein paar schöne dabei. Allein diese geile Aufspießszene auf dem Schiff, segelt Ja, und, was die Eingeweide auszuschauen. genau. Oder wo sie Schönes dann Ding. und dann fliegt ihnen das Auto nach und dann denkst du, Ja, aha, das ist ja die geile, die erst dann noch sauber, am Laser. die Augen, boah, leck, das ist auch so Das ist ekelhaft. übel. Wobei das dann danach eigentlich wieder unspektakulär ist. Das habe ich mir auch gedacht. Jetzt liegt die da auf dem Laserding und diese massiv fiese Scheiße passiert und dann fliegt es einfach aus dem Fenster aus, das einfach nicht bringen kann, wenn so ein Haring da durchfliegt. Das war ein wenig komisch. Haben wir auch gedacht, also man hätte es richtig geil machen können. Unrealistisch, gell? Komplett, Unrealistisch. Ja, Mein komplett Gott. äußerst. unrealistisch. Das ist das einzige Mal, dass es unrealistisch geworden ist. Ja. Im Chat gibt es gerade interessante Sachen und Lilupan schreibt, dass irgendwas teuer war und das Zeug drin bleiben muss. Ich weiß nicht, wo's wo drin bleiben muss. Ich glaube, das ist was Perverses. Ich glaube auch. Es kann sicher nicht um die Massen gehen, die man von der Achterbahn runterspeibt. Meine Ausgangssituation für mich sind die schlimmsten, die musst du wirklich auf einer Ebene stellen. Das ist Teil 1 und Teil 2, weil mich die nachhaltig geprägt haben, weil ich schon so Flugangst immer gehabt habe und es hat wirklich Final Destination 1 geschafft, das nochmal weiter auszubauen. Und ich habe einfach seit Teil 2, wenn ich auf der Autobahn fahre und habe ein Holzding vor mir, so ein Transporter, dann habe ich ein mulmiges Gefühl. Das Scheiße, das ist stimmt einfach, jetzt quasi, wo das herkommt. ja, das ist einfach, seitdem ich Teil 2 angeschaut habe, zum ersten Mal, und Auto fahre, seitdem habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich auf der Autobahn so einen scheiß Holztransporter sehe und wenn ich ihn überholen muss. Wenn ich überhole, dann steht sie da, oh Gott, verschneier, 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 weg, 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 weg. Ich muss da kurz eingreifen. Habt ihr beim 5. Teil gemerkt, dass der ein paar so Easter Eggs drin hat? Welche?
Der fährt zum Du meinst Beispiel auf der mit dem Flugzeug am Ende? na, vorher schon. Der fährt zum Beispiel, einmal an dem LKW von der gleichen Firma vorbei, die die Holztransporte macht. Siehst dann so vorbeifahren und so Ah, eine Sachen. Also, der hat ein oh. paar so kleine Szenen drin, aber Ja, und wirklich die nur 2, die 3 die oder so. Typen, die am Schluss im Flugzeug streiten und ausgeschmissen werden, die schauen aus wie die vom ersten Teil. Ja, ja, das ist Das voll clever das ist auch gemacht. voll verrückt. Also, Das das ist ist echt voll clever ja, gemacht. das ist echt 'n gutes Casting, ja, dass man echt einmal so ähnliche Schauspieler gefunden hat. Das ist echt Wahnsinn. Ach so, ja. Ja. Ja, und dann halt auch beim ersten ich habe das damals schon grauenhaft gefunden, dass man, wenn das Flugzeug explodiert und du siehst den, wie er so da sitzt und von der Feuerwelle ins Sitz eindruckt wird und der 5. sitzt ja da noch mit Feuer drauf dann. Weil's dann so richtig siehst, wie es ihm die Nasen wegbrennt und alles. Ja. Oder, ja, hau halt ab jetzt. Ich mag eh schon keinen Flieger nicht anschauen und jetzt so sie noch. Das ist eigentlich ganz dicht. Auch vom Spaßfaktor her, wenn ich's dann auf Spaßfaktor umswitchen müsste, dann, glaube ich, ist bei mir auch der 5. Teil dann. Das ist, irgendwie schöner zum Anschauen, die ganze Geschichte. Okay. Spaßiger. Sind zwar die dummen Tode sind zwar beim 4. dabei, mit dem Rall geschlungen werden und so, aber mir geht's bei der Achterbahn teilweise ein bisschen zu schnell. Aber, Ja, das ist halt auch was, das kann's halt wirklich jedem passieren und das ist nicht schön. Nein, alles davon kann passieren und nichts davon ist schön. Ja, das mit der Brücke ist schon realistisch. Ja, so was ist ja noch nie eingestürzt. Wo war's jetzt Eingestürzt. zuerst? Leipzig oder Dresden oder was war da? Ja, oder Bremen, Dresden, Leipzig, keine Ahnung. Ja, Ja, aber jetzt nicht in so Bayern. Nicht in Bayern, da passiert das nicht. Nein, nein, da stellen sie das Söder selber drunter und halt her, als Pfeiler Und der Gesellschaft. und außerdem, Dampfexpress hat die grad mit Nesca-Rennen einer oder hübschen so. Maid verwechselt. Was heißt's? Der Dampfexpress hat die grad mit einer hübschen Maid verwechselt. Mi? Ja, Warum, was steht da? Was ist er denn? Wer ist der hübsche Maid ganz rechts? Ach so, das ist der Kani. Ja, Ja, kann ich verstehen, warum das passiert. also Conny, wenn Did dich you das just beruhigt, assume my gender? wenn dich das beruhigt, ich darf's. Mi? hm. Ja, natürlich. Ja, ich darf mich auch. Ja, Also ganz klar, steht außer Frage. Jetzt brauchen wir keiner sagen, der ganze Chat darf mich. haben wir's geklärt. Gut. Haben wir das Jetzt, geklärt. wo wir schon die beste Anfangsszene haben, wollen wir die beste Schlussszene auch noch durchgehen? Ja, Das ist aber alles dann gehen das wir durch. Ende, gell? Jetzt reicht's dann. Alles gehen wir durch. Niemals. Danach gehen wir nur die besten Dialog durch. Oh, na. Ich fange jetzt einfach gleich mal an. Ich sage Teil 3, die U-Bahn. Die fand ich grandios, weil das gibt es da so richtig nach mir mit. Du hast es eh schon mal gesagt, du hast hier keine Chance und du kommst jetzt nicht mehr aus. Und das ist einfach nur so ein richtig fieser Magengruben, ich kann schon gar nicht mehr schwätzen. Magenschwinger, Ein fies Bauchhauer, Mungschieberl. keine Ahnung. Schlag in die Mungschieberl. Magengrube. Mungschieberl. Das war's, genau. Ja. Schließe ich mich an. Also, ich habe jetzt gerade überflogen, was in den anderen Teilen am Ende passiert und da ist nix so schlimm wie Final Destination 3. Dann, dass ich was anderes nehme, sage ich Final Okay. Destination 2. Das war klar. Weil es einfach geil ich finde einfach diesen krassen Bruch, weil, wie gesagt, dieser Film ja nur so einen Funken Ernsthaftigkeit haben und dann diese völlig übertriebene, geil unnötige Szene mit dem Buben, wenn er zum Grill geht und zerreißt ihn und dann fällt er sein abgerissener Grill der Arm auf den Teller von seiner Mom drauf. Und ich denke, ja, geiler Witz. Den kann man schon mitnehmen, das macht Spaß. Ja, das ist wo. Also der zweite ist ja gar nicht so schlecht, Seppi, was hast du denn? Doch, nur der Post-Credit-Scene ist gut. Nee. Wobei Teil 5, das Finale, finde ich auch richtig gemein. Ja. Das Was ist war Es das ist andere? aber, er muss dann im Flieger eben einsteigen und der Flieger ist dann Ah der ja, stimmt, das war aber der. Ja, genau. der eigentliche Schluss ist ja dann das, wo der eine in der Bar steht und dann der Flieger ja nochmal runterkommt. Das finde ich halt dann fast wieder billig. Stimmt, da ist ja noch was. Ja. wo der an der Bar steht? Der eine, da gibt es auch einen Schwarzen, der So, ja. überlebt. Und das ist ja die eigentliche Schlussszene. Und das fand Ja. ich halt dann, ja, komm, hat's das gebraucht? Ja, Braucht's freilich. das? Das war wahrscheinlich eh besser so für ihn. In der Ist Autopsie in haben sie Final- festgestellt, er hatte ein Blutgerinnsel im Hirn. Er hätte jederzeit sterben Ja, können. genau. Ist Was? in Final Jederzeit? Ist nicht in Final Destination 5 am Ende also eine richtig coole Montage nochmal? Ja, das stimmt. Ja. Du siehst nochmal, ich weiß nicht, ob es alle haben, aber viel von den ganzen Unfällchen sieht man dann nochmal schön aneinander gereiht. Also das hat auch Spaß gemacht. Das war beim 4., finde ich, im Abspann dann ganz cool mit den X-Ray-Tode.
Hat das in 3D funktioniert damals? Also in 3D haben beide sehr gut funktioniert. Also da hat man sich überhaupt nicht beschweren können. Okay. Weil ich kann mir gerade so beim 4. auf dem Fernseher mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass der irgendwie geil war. Na, im Kino war es geil. Also im Kino, bis auf das, dass der Saal halt das Besenkammer vom Kino war, waren die Effekte aber echt wirklich hervorragend, auch beim 5. Deswegen habe ich irgendwann alle 3D-Filme weggebockt, die keine Horrorfilme waren. Gut. Ja, habt ihr noch Ja. irgendwelche tolle Sachen zu Final Destination des Schweinskipp? Na, irgendwie eine schöne runde Geschichte. Also für das, dass ich das erste Mal alles gesehen habe, muss ich sagen, mehr als die Hälfte hat mich echt begeistert. Beim Zwarer bin ich teilweise da gesessen und habe gedacht, Woo! Der zweite ist der Pate unter den Final Destination Filmen. Also das Ja, ist, der das dritte ist Teil. echt irre. Parte 3. Pate 3, ja, genau. Ja. Die Gurke. Ja. Aber sonst Pate kann 3, ich die Gurke. eigentlich, ich kann mich dafür bedanken, Seppi, für die tolle Idee, dass man Ja, das, gern, war nicht meine, aber gern. ich Ja, dann finde, wird das jetzt schon wieder als seine Idee deklariert. Immer wird bei mir ist wegbockt. in meiner Erinnerung hat der Seppi uns alle nochmal daran erinnert, dass wir das ja machen, weil er jetzt angefangen hat, das zum Schauen. Ja, wollte nur sicher gehen, dass er das nicht umsonst tut. Ja, das war, glaube ich, noch am 2., da wollte ich nicht mehr ran. Machen hoffe, wir das das nächste. eigentlich noch? Haben wir eigentlich einen Triple Threat über alle 5 Teile erfüllt gekriegt? Haben wir über alle 5 Teile mal eine Trompete gesehen? Na, das jetzt, na. Haben wir über alle 5 Teile mal ein totes Tier erlebt? Na. Nicht 100, ich bin mir auch nicht sicher, Oder weil die, bei die Teil 3 die Baum, Ratz, bei Teil 3 die Ratz, die das Zugunglück dann verursacht, die kriegt dann selber einen Schlag. Weiß nicht, ob's das überlebt hat, das Das, sieht man leider nicht. Es ist maximal ein totes ja. Tier im Off. Maximal ein Ja. totes Tier im Off, also ein halbes T. Und haben wir über alle 5 Teile mal Titten zu sehen bekommen. Die Frage haben wir während der Folge schon beantwortet. Teil 3 liefert 2 Pärchen und Teil 4 liefert auch nochmal ein schönes Pärchen. Also 1,5 Ts von 3 über 5 Teile ist ein bisschen mau, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ziehen sie es durch und machen nur einen 6. Teil. Haben wir einen Release-Termin zum 6. Teil? Hat man da schon mal was gehört? nächstes Jahr soll er rauskommen. Bist du da sicher oder hast du es wieder von deiner Lügenpresse-Seite rausgehört? Ich bin mir halbwegs sicher, ich habe den Film nicht produziert, also kann ich da das nicht zu 100% sagen, aber es Ja, ich habe auch angeblich, gelesen, nächstes Jahr habe ich gelesen, ja. angeblich ist er ja schon abgedreht. Abdrahte Sache ist das. Eine abgedrehte Sache, ja. Wir werden es Genauso, bald hoffentlich erfahren. Wahrscheinlich kommt morgen der Trailer raus und wir sind wieder mal hinten dran. ja, wie immer, Aber ja, sei es drum. Wir sind ja nicht da, um gut zu sein, sondern um hübsch zu sein. für alle, die jetzt später dazugekommen sind, ihr dürft jetzt erraten, wer von diesen 3 verkleideten Personen ist wohl der Mike? Und ansonsten, Seppi, nochmal vielen, vielen Dank für diese tolle Idee. Es hat mir Ich hau dir sehr deine viel- schiffen 10.000, du blöde Wulzer. Kane, vielen Dank für diese tolle Idee. Schiff dir dein Danke sonst wohin. Ich muss schon sagen, du bist der eigentliche Antrieb von unserer ganzen Reihe, der Viva la Movilusion Podcast Crew. Und Das war meine ursprüngliche Maske für alle, die später dazugekommen sind. genau. Aber da drin hat man geschwitzt wie eine Nutte in der Kirche. Meine Maske ist sehr, sehr unangenehm, deswegen habe ich die letzte halbe Stunde ständig in meinem Gesicht rumgefummelt, weil ich darf eigentlich nicht lachen, weil das zieht sie dann da hoch und das reißt mir dann wahrscheinlich jetzt später ein Stück Haut ab. Aber für euch mache ich das natürlich Wir alles. leiden gerne für euch. Wir leiden gerne. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und Seppi sagt Nicht noch vom was Flug jetzt- 180. und der Seppi sagt euch jetzt, was ihr nur tun dürft. Nicht vom Flug 180. Stay-Abos bitte. Muss immer noch Abonnieren. Klicken auf die Glocke, dass ihr das nächste Mal mitkriegt, dass wieder ein nice, geiles Video vom Corby geschnitten online ist. Und macht Steady-Abos bitte. Leid, wir wissen bald nicht mehr, was wir noch essen sollen. Ja, beziehungsweise YouTube hilft uns auch brutal. Also schaut weiter fleißig die ganzen YouTube-Videos, kommentiert es, schreibt bitte drunter, was war für euch so der beste Final Destination Teil. Was ist euer Ranking? Und Du hast ihr könnt's unseren mir- Ding, du hast immer nur unseren Move kaputt gemacht, der Corby, unseren Final-Move. Ich habe gesagt, nicht vom Flug 180 und du hast gesagt, von dem sicher, musst du sagen, von dem sicher auch. Von Bleib dem warten sicher. drauf. Bleib warten drauf. Okay.
Dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Flug 180 zum ersten Mal. Doch, von dem sicher auch gar nicht. Super Witz, super. Das ist so lustig. Tschüss.